zu einem neuen Video. Heute werde ich ein Video darüber machen, wie 2019 so für mich gesehen ist. Und ja, ich habe wieder mein Handy hier, weil ich dann durch Bilder kann mich wieder daran erinnern. Aber ja, auf jeden Fall werden wir jetzt starten. Ich hoffe, das Video geht nicht zu lang oder es ist zu langweilig. Also, wir fangen jetzt mit Januar an. Januar, da sind wir halt über Silvester. Sind wir bei der St. Gallen gesehen. Und es ist sehr schön eigentlich gesehen. Außer, dass ich Streit wieder mal hatte mit meinem Freund, also jetzt Ex-Freund. Und er sozusagen mir Silvester wieder versaut hat, weil, ja, sind wieder Probleme aufgekommen. Dann sind wir halt wieder bei der Familie gesehen, bei den Großeltern, bei meinem Gotti und so weiter. Dann hatte ich das Winterlager von der Schule, und zwar machen sie ja jedes Jahr, wenn man Erstklässler ist, machen sie ja ein Skilager. Und weil ich dort ja erste Klasse im Niveau E, habe ich halt das nochmal erleben, bin wieder Snowboard fahren. Und das heisst, ich hatte dort wieder Übung gehabt. Und das hat auch extrem Spass gemacht. Und ich habe meine Brille bekommen. Oder besser gesagt, ich habe meine zwei Brillen bekommen. Also hier nochmal, das ist die eine Brille, meine teure Brille. Und dann einmal meine andere Brille. Ja, ist jetzt wegen dem Licht. Da ist halt die billigere, aber ist auch halt extrem gut. Und ich sehe auch ohne Brille sehe ich gut. Also es ist nicht so, dass ich unbedingt die Brille brauche. Und sorry, falls ihr denkt, ich habe neue Nägel, nein, es sind Fake Nails, aber ja. Also Februar, da, in dem Dorf, wo ich bin, hat es halt eine Fasnacht gehabt. Und wir hatten Training für Crazy Dolls, wo ich dabei bin. Das ist meine Showgruppe, wo wir auch an so Wettbewerb gehen. Das will ich dann auch noch erzählen. Und dann ist März gekommen. Dort bin ich dann ans Mess gegangen und dann am Morgenstreich. Und da habe ich alles sozusagen mit meinem Ex erlebt. Ich habe sehr viel erlebt mit ihm. Ich habe hier halt extrem viele Bilder, dann noch, wo ich mit Lana so Fotoshooting gemacht habe. Dann habe ich ein Jahr lang YouTube gemacht. Also wo ich richtig angefangen habe, wie Videos zu drehen. Darum habe ich auch das Bild gefunden, wo ich darauf reagiert habe. Also dann ist April gekommen. Dort habe ich das Buch abgelesen, You. Also das Buch. Ich habe ein Insta-Highlight habe ich über das gemacht. Weil ich das Buch so liebe, die Serie auch. Und es ist ja am 26. Dezember ist ja die Staffel 2 rausgekommen. Das Buch habe ich schon längst gelesen, aber das habe ich dann auch noch die Staffel noch angeschaut. Und ui, ich glaube, es ist nur eine Vermutung, dass es eine Staffel 3 wird geben. Weil es hat aufgehört, wo es noch spannend war. Also, ja. Dann sind wir am Gardasee gegangen. Ich habe einen Vlog gemacht. Und zwar im Gardaland, wo wir in dem Park sind. Aber da habe ich nichts mehr gemacht. Und das war auch richtig lustig, weil wir da hinkommen, wir sind irgendwie, ich glaube, wie viele Stunden sind wir gefahren? 5 Stunden sind wir im Auto gefahren. Das haben wir noch alles erlebt. Ja, ich habe einfach extrem viele Bilder. Das war mein 15. Geburtstag. Das war mein Kuchen. Also richtig schön gemacht von denen. Und dann bin ich 15 geworden. Ja. Bald bin ich 16. Könnt ihr an mir nicht wirklich denken, weil ich... keine Ahnung. Ich glaube, wir können nicht an mir denken, dass ich jetzt bald 16 werde. Okay, im April dann, aber bald ist schon bald irgendwie. Halt viele andere Bilder habe ich. Dann ist Ostern gekommen. Dort habe ich ein tolles Objektiv bekommen. Das ist ein Objektiv, das ihr hier gesehen habt. Und ich habe noch andere tolle Sachen bekommen. Dann, sorry, dass ich das Handy stehe, aber ich muss die Sachen rausführen. Dann ist dann wieder so Fest in meinem Dörfli. Dann, ja, ich will nicht viel mit meinem Ex ansprechen, weil es sind viele Bilder auch von uns, von ihm, von mir, wie auch immer. Dann ist Mai gekommen.
Mai da haben wir mit der Familie Sachen gemacht. Sind wir an einen Flugplatz gegangen, haben dort sind wir da gegessen mit der Familie und so. Richtig schön gesehen. Ich habe hier mit Lana und mit Lola. Ich kann das auch zeigen. Und nach längerer Zeit ist dann das IDO gekommen. Also das IDO ist halt eine Art Tanzwettbewerb. Hey, ich bin hier am Bearbeiten. Und zwar, es ist nicht unbedingt ein Wettbewerb. Eigentlich ist es eine Schweizer Meisterschaft und zwar dort man dort antreten gegen andere. Ich kann es einfach mal so sagen, dass es halt noch besser aufgeklärt ist. Und wenn könnt ihr auch gerne schauen, wir werden auch diesmal wieder mitmachen. Und ja. Ja, sehr schön. Egal. Ciao. Da hat eine Jury, die halt einem schaut, wie man halt tanzt. Und es sind mehrere Kategorien. Und dort haben wir dann halt vortanzt. Und es hat richtig viel Spass gemacht. Es ist richtig lustig. Erst wollte ich ein Video machen, habe dann aber die Sachen irgendwie verloren. Also Dateien und so, aber es ist richtig funny. Dann sind wir, also Lana und ich, mit den Großeltern nach Luzern gegangen. Sind dort aber auch in ein Hotel gegangen und sind dort das Verkehrshaus anschauen. Also so gesehen, wir sind halt am Wochenende gesehen. Und dann sind wir halt zuerst bei ihnen gesehen. Dann sind wir nach Luzern gegangen, weil in Luzern ist ja das Verkehrshaus. Haben dort aber auch ein Hotel gehabt, wo wir übernachten konnten natürlich. Und sind wir halt ins Verkehrshaus gegangen, was auch richtig lustig war. Und ja, das ist noch eins, wo ich am Handy bin. Wow. Ich war sehr oft am Handy gesehen, habe das Gefühl gehabt, und das ist nicht gut. Also ich habe das in den Bildern gezeigt, ich habe irgendwie Fall, dass die durcheinander. Es tut mir leid. Und zwar, ja, dann haben wir dort übernachtet, der war noch stark. Dann habe ich die tollen Bilder gemacht. Dann sind wir eben auch noch in Luzern, haben ein bisschen geshoppt. Also sind wir von meinem Cousin ein Fußballmatch anschauen. Dann sind wir noch daheim gewesen, es ist warm geworden. Wenn ich hier mit Lola ein Bild. Ich habe extrem dumme Screenshots da am Mix. Ich und ein paar Freunde und dann mein Ex-Freund noch, sind wir in Europa gegangen und es hat eigentlich richtig viel Spass gemacht. Ausser, dass dann ich wieder Streit hatte mit, ja, man kann es wieder denken. Und dann die anderen haben sozusagen nicht darunter leiden, weil wir haben uns gegenseitig ignoriert, haben uns dann in 2 Gruppen aufgeteilt, weil ja, man hat einfach nicht mehr Lust gehabt. Dann ist auf den anderen eifersüchtig geworden und so weiter. Richtig Theater, sage ich jetzt einmal. Dann ist von meinem Kollegen ein Geburtstagsfest gesehen, was eigentlich auch lustig war. Ich glaube, gerade am nächsten Tag drauf war der Jahresauftritt von 2019. Auch richtig toll gewesen, vor allem die Aufregung. Wenn man das erste Mal von extrem vielen Leuten vortanzt, also die neue Gruppe, also Crazy Dolls. Das hat auch schon extrem Adrenalin gehabt. Ich und meine Klasse haben eben einen Ausflug gemacht, was auch extrem toll war. Wir sind wandern. Es war aber so heiß. Echt, wir können sterben. Ich muss sagen, ich bin einfach dann so im Sport-BH umeinander gelaufen, weil es ist richtig heiß war. Schaut einfach auf Insta, da habe ich auch irgendwie alles, irgendwie so Posters von Bildern und so. Habe ich noch viele andere Bilder. Dann ist Juli gekommen, sind wir bei den Großeltern gesehen und dann ist nach Kreta gegangen. Das habe ich auch Holyvlogs gemacht. Da sind auch dumme Sachen passiert. Der Tag war extrem verstritten. Schaut einfach Vlogs an, ich tue nicht sagen, ich weiß es nicht. Oder nicht mehr. Dort habe ich auch sehr viel erlebt. Es ist ein schönes Land. Und auch die Temperatur ist sehr angenehm im Gegensatz zu der Türkei. Weil die restlichen Jahre bin ich ja immer in der Türkei gesehen. Es geht halt alles wirklich nur um Kreta, weil es halt 2 Wochen waren. Dann bin ich wieder daheim gewesen. Der letzte, der wieder ins Tessin gegangen, das habe ich auch in den Holyvlogs hier. Geht einfach auf die Playlist, wo alle Vlogs drin sind, dann bekommt ihr da sehr viel mit.
Und das war auch sehr funny. Ich war auch mit dem Wakeboard, aber habe mich überwunden und habe gerade etwas geschafft. Und das seht ihr auch in den Videos, also ich will nicht viel verraten. Dann ist August gekommen, dort haben wir auch wieder noch in Tessins gesehen, weil wir dort halt auch, wir haben keine Rakete abgeschaut, aber wir haben zugeschaut. Und das habe ich glaube auch gezeigt, das ist gerade der Tag, wo ich bei auch Wakeboard fahren. Dann hat von meiner Schwester, die beste Freundin, ihr Vater, hat Geburtstagsfest gemacht, sind wir auch dort angegangen, haben Bilder gemacht. Zum Beispiel das Bild. Das Bild habe ich noch gemacht. Schaut einfach auf Insta. Dann halt normaler Schultag, normal weiter gestartet. Dann ist noch, ja, wo ich jetzt eigentlich sozusagen hasse, dass ich das gemacht habe. Dann haben wir ein Lager mit der Schule gemacht. Und das war auch extrem lustig, außer dass ich Schmerzen hatte und somit nicht essen konnte. Und ich auch noch krank war. Und das war auch extrem toll, weil ich dort wieder mit der Person, die ich das mal ein bisschen Streit kann, weil das super gut kann, weil sie auch halt verletzt war, wie ich. Und dann ist JKF gekommen. JKF ist Jugendkulturfestival Basel. Also ihr könnt auch mal gerne schauen. Und dort haben wir auch Vortanz gehabt, einmal vom Intro und einmal von Crazy Dolls. Also zweimal. Und das war auch extrem toll. Dann sind wir wieder nach St. Gallen gegangen. Haben auch wieder dort richtig funny gehabt. Wir sind einfach daheim gesehen. Wir haben uns shoppen und so, haben neue Sachen gekauft mit meiner besten Freundinnen und so weiter. Ich habe auch viel abgemacht mit meinem Ex-Freund. Dann ist Oktober gekommen. Oktober ist auch der, wo ich so langsam aufgeregt hatte, weil ich dann langsam nach Shanghai gegangen. Dort habe ich dann auch wieder Bilder gemacht mit Lola, dies, das und so weiter. Und auch wieder Alltag gesehen, dies, das. Dort sind wir mit Freunden in Europapark gegangen und dort war auch das Thema Halloween. Und das war auch extrem toll mit ihnen, also mit anderen Freunden. Bin ich eben nach Shanghai gegangen. Da oben will ich jetzt einfach ein Video verlinken, wo halt über Shanghai geht, und dann selber schauen. Da sind wir in Paris, dann in Shanghai und so weiter. Und dort habe ich so viel erlebt. Und dort ist auch etwas Dummes passiert. Dort hat ja mein Ex Schluss gemacht. Das wisst ihr auch, wenn ihr das andere Video angeschaut habt. Also, dann hat er halt einen Schluss gemacht wegen einem Grund. Obwohl er etwas Ähnliches auch gemacht hat. Es ist sehr kompliziert. Dann hat er mir noch gesagt, dass eine Kollegin für ihn Schluss gemacht hat und so, dies, das. Juckt mich also auch nicht mehr, weil ich happy bin. Ich habe halt das Halloween gesehen. Ich habe mich irgendwie besonders angekleidet, habe es aber dann trotzdem irgendwie nicht geschafft, meiner Meinung nach. Dann ist November gekommen. Dort bin ich mit Freundinnen draussen gesehen und so, haben viel erlebt. Dann hat es wieder einen Workshop gegeben. Ich bin an die Herbstmesse gegangen, wieder eine verrückte Kollegin. Wenn du es hörst, du wirst dich komplett daran erinnern. Das habe ich auf meinem privaten Account, also nur der auf meinem privaten Account folgt, kann es auch anschauen. Ist normal. Da habe ich auch noch da zum Beispiel noch ein Ding von der Herrschaft. Dann hat es wieder mal so eine Art Trauerphase gehabt, wo ich an einem Bub gegangen bin, aber auch nicht möchte von mir. Dann, das ist auch lustig. Da haben wir ja von der, ich bin in der Schule, ja. Und dort haben wir uns halt so ein Wahlpflichtfach auswählen und dort haben wir halt keine Musik und so, nee, ich bin halt in Musik gegangen. Und dort haben wir uns zu einem Lied ein Musikvideo machen.
Und wenn man mich kennt, ich bin nicht Billie Eilish Fan oder so, nein. Dann habe ich gesagt, ey, komm, mach doch zum Bad Guy. Ich bin in einer Vierergruppe gewesen. Hast du schlussendlich dann eigentlich alles gemacht, habe aufgenommen, was du meinst? Ich habe einfach generell mit meiner Kamera aufgenommen. Die Ideen sind meistens von mir gesehen. Dann habe ich selber auch bearbeitet, egal, kein Ding. Und dann ist halt mein Handy noch kaputt gegangen. Ich kann es euch gerne zeigen. Da ist ein dummer Fehler passiert, sage ich jetzt mal. Einmal, ich hoffe, man kann es sehen. Einmal ist hier vorne kaputt. Hier alles nicht sieht. Und dann einmal hier hinten. Das ist mein Handy jetzt. Und ich muss eben mal einschicken. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Dann bin ich wieder mit ein paar Freunden in die Stadt gegangen, sind shoppen. Ich habe an diesem Tag noch nie so viel geshoppt, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin. Hallo, und ich kann noch sagen, dass ich im November Geburtstag hatte, wo die Leonie vergessen hat reinschneiden. Oder besser gesagt hat, sie möchte es gar nicht drin haben. Ich habe da jetzt gemotzt, weil mein Geburtstag ist sehr wichtig. Da. Ja. Das habe ich einfach noch mal sagen. Und falls das keiner weiß, ich bin Leonie, ihre Schwester, also. Okay. Und dann ist Dezember gekommen. Habe ich die nächsten paar Vlogs hochgeladen von Shanghai. Sind wir auch nach Grächen gegangen. Dort habe ich auch Vlogs gemacht. Irgendwie habe ich es irgendwie geschafft. Und dort habe ich auch Geschenke bekommen. Und das ist auch extrem schön dort oben gesehen. Vor allem die GoPro ist auch extrem toll. Ich habe so Freude an der. Ich werde dann aber noch ein Geschenke-Auspack-Video noch aufladen, dass ihr es gerade wisst. Aber erst muss ich die Sachen alles noch wieder zusammensuchen. Vielleicht tue ich es auch, weil wir in Gräch haben wir schon eins 3 gehabt. Wir das nicht aufladen. Ihr müsst einfach nicht wundern, wieso die Location und so. Dort habe ich auch eine neue Person kennengelernt, wo extrem nett ist. Also ich bin in der Snowboardschule gesehen, eine Kollegin von mir auch. Und es sind halt 2 Buben gesehen, Holländer, wo wir es mit denen extrem gut hatten. Der eine ist 15, die ist 13 gesehen. Und mit dem 13-Jährigen habe ich immer noch Kontakt. Das war's eigentlich. Wir sind aber dann auch noch zu Freunden von der Lana gegangen. Halt zu ihrer besten Freundin, zu der Familie. Haben dort das Silvester geführt und das ist auch extrem toll gewesen. Ja, das war's für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und schaut am besten die Glocke an, weil ich halt schon recht unregelmäßig bin. Dann sieht man sich im neuen Video oder im neuen Vlog. Ciao!